Man muss überlegen, was dann macht. Aber das muss man halt dann machen. Aber wenn man sagt, die Kapitalisten sind unersättlich wegen des Kapitals, dann muss ich wirklich sagen, weg damit. Sucht, das ist zwar keine richtige Erklärung, aber jetzt machen Sie gerade die Erklärung, die bei der Sucht nicht üblicherweise gemacht wird. Im Südlichen gibt genau das Morphium. Sondern Sucht versucht, den Plan zu gewöhnen, ohne auszukommen. Jetzt sagen Sie, im ersten Schritt, Ökologie muss also gegen die Ökonomie Bremsen einziehen. Nicht die Ökonomie abschaffen, sondern gegen die Ökonomie bremsen. Wir machen das, wir machen das, wir machen das. Der Staat hat es damals Ihrer Meinung nach nicht gut genug gemacht, deswegen haben sie demonstriert. Und nachdem der Staat immer noch nicht genügend Ihrer Meinung nach reagiert hat, und der Staat hat es ja schon lange gemacht, aber bloß nicht Ihrer Meinung nach gut genug, hat er auf AKWs gesetzt. Haben Sie gesagt, da müssen wir eben Folgendes machen, der nächste Fehlschluss, wir müssen selber in die Politik. Wir müssen Politiker werden. Und haben Partei gegründet. Um an der Politik mitzuwirken, um die Bremse einzuziehen. Haben Sie entdeckt, wenn man diesen Staat verwalten will, diesen vorhandenen Staat, den bürgerlichen Staat der BRD oder Nordamerikas oder Wohnungen, dann lebt der Staat ja von der Ökonomie und zwar von der kapitalistischen. Wachstum muss sein. Dann haben Sie plötzlich entdeckt, dass genau das Gleiche, was der Staat immer schon gemacht hat, warum macht er nicht die Bremse, die Sie sich vorgestellt haben? Er lebt ja von der Akkumulation oder von Früchten der Akkumulation. Akkumulation wird aber beschränkt durch Auflagen. Also ist der Staat vorsichtig beim Auflagen machen. Er macht einerseits Auflagen, aber nicht zu viel. Er denkt an die Konkurrenz auf dem Weltmarkt. Macht wieder Schritte zurück. Er will eben das Wachstum und will zugleich die Bedingungen des Wachstums erhalten, damit auch künftig weiter Kapitalwachstum geht. Was machen die Grünen? Das ist die Partei, von der ist ja die Rede, ersichtlicherweise als Akteur. Sie werden Regierung und basteln fleißig an dem Widerspruch mit. Sie bremsen den Staat, aber in den Schranken, die der Kapitalismus, seine Grundlage, seine kapitalistische Basis, ihnen auferlegt oder ihnen nahelegt. Nicht mehr Ökologie gegen Ökonomie, sondern Ökologie und Ökonomie gehen doch zusammen, ja mehr noch. Die Ökonomie, die kapitalistische Politik, funktioniert bloß, wenn die Ökologie ihr hilft, auf die Sprünge verhilft, sie bremst. Ökologie also nicht gegen, sondern für die Ökonomie. Das war der Übergang. Haben sie Rot-Grün gemacht und haben ironischerweise genau diejenigen, die gesagt haben, man muss die Ökonomie bremsen, weil sie die Bedingungen der Ökonomie fördern wollten in der internationalen Konkurrenz, viele Schranken abgeräumt. Neoliberalismus, sagt glaube ich die Partei Die Linke dazu, neoliberalistische Konzepte zugelassen. Sie haben Schranken abgeräumt, die es vorher so, also Schranken nicht bei der Naturbeherrschung, sondern beim Umgang mit Kapital, haben Schranken abgeräumt und haben zugleich ökologische, also Beschränkungen bei der Produktion, Auflage, Ökosteuer und so weiter, eingeführt, um was zu machen? Die Bremse zu finden, die nötig ist, damit es immer weitergeht. Das machen wir einen kleinen Hof, über 20 Jahre, jetzt platzt Fukushima. Da haben viele Ökologen natürlich gesagt, haben wir es doch immer schon gesagt. Das wäre jetzt Ökologie. Klar, die Regierung sitzt ja schon seit längerer Zeit auf Kongressen wie in Kopenhagen. Demnächst muss Kyoto neu verhandelt werden. Sie macht sich zum Vorkämpfer einer ökologischen Wende. Jetzt wird der Gedanke der Ökologie, ökologische, was immer da Ökologie mag sein, heißen mag, also jedenfalls eine andere als bisher, ökologische Energieerzeugung der Exportschlager der deutschen Industrie. Dazu macht die Regierung zweierlei. Erstens, sie fördert die Technik, die Technologie, indem sie durchgreift beim Volk, Geld sammelt, Geld Etats umstrukturiert, bis beim armen Volk. So die Mieten sollen auch noch erhöht werden. Und andererseits, auf Konferenzen balgt sie sich mit anderen Nationen, die es noch nicht so sehen,
und die Bedingungen unter den künftigen Energie- und Verkehrspolitik gemacht wird. Denn wenn man Verträge hinkriegt, dass man es in Kyoto bloß Postulat war, wenn man es echt in Vertragsform hinkriegen will, dann müssten die auch umstellen. Da hätte aber Deutschland die Mittel bereits produziert oder entwickelt, die dann den Weltmarkt abwarten. Jetzt wird Ökologie zum Sprengsatz für ein super Geschäft auf dem Weltmarkt. Begleitet von technologischer Forschung, dass die Kapitalisten umsteigen auf diese neuen Formen der Energieerzeugung und begleitet von einer Offensive auf Konferenzen, der man durchaus das Prädikat imperialistisch zusprechen kann. Sie wollen die anderen Nationen dazu bringen, dem deutschen Standpunkt zu gehorchen, die deutschen Bedingungen zu akzeptieren, den Energieweltmarkt so umzugestalten, dass dabei bloß eins rauskommt: alle Kapitalisten oder alle Standorte, besser gesagt, alle kapitalistischen Standorte, wo es das gibt, sind dann von dran. Und so geht letztlich von den Akteuren, jetzt wir reden nicht mehr von der Wissenschaft, von Akteuren her, Ökologie und Ökonomie rechtlich miteinander auf. Ökologie ist der Einstieg in das Geschäft der Zukunft, der deutsche Standort, blüht und gedeiht. Wie? Indem sich ansonsten nichts ändert. An dem Umgang mit der menschlichen Natur, nämlich der Arbeitskräfte, nichts ändert an den Lebensbedingungen der Leute, die werden nicht hergenommen dafür, für dieses Programm. Deswegen kritisiere ich das Stichwort ökosozial. Das war der zweite Teil. Können wir einen zweiten Schritt setzen? Okay. Wir hatten ja jetzt nochmal eine schöne Zusammenfassung gehabt im letzten Teil. Also Ökologie im Interesse des Kapitalismus. Gibt es jetzt Wortmeldungen von euch? Kritische Anmerkungen? Hendrik, sehe ich jetzt mal. Hat sich jetzt gerade was? Wenn ich dich richtig verstehe, dann ist sozusagen die Ökologie keine emanzipatorische Alternative. Also ökologische Forderung. Das heißt, der Kampf der Menschen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, für den Erhalt ihrer, also von sich selbst. Weil wenn ich davon ausgehe, dass der Kapitalismus und das Kapital zerstört seine eigene Produktionsgrundlage, unter anderem in Form der Lebensgrundlagen der Arbeiterinnen und Arbeiter oder wie auch immer, wenn man das jetzt alles genau nennt, dann ist es doch ein berechtigtes Interesse eben dieser Menschen, ihr Leben zu erhalten, denn wenn sie sozusagen das nicht überleben, also wenn es sozusagen dazu kommt, dass das Kapital seine Produktionsgrundlage in Form der vollendeten Vernichtung der Lebensgrundlagen auch sozusagen umsetzt, dann komme ich doch an einen Punkt, an dem sozusagen auch jede weitere Emanzipation hinfällig ist, weil es niemanden mehr gibt, der sich emanzipieren kann. Das heißt, ich muss doch dafür sorgen, dass es ist doch eine berechtigte Forderung, dass ich sage, ich will Arbeitsbedingungen haben, also solange ich nicht die Kräfteverhältnisse habe, also vollendet sozusagen die große Revolution, wie auch immer sie dann genau aussieht, durchzuziehen. Aber bis dahin ist es doch sozusagen tatsächlich doch ein Fortschritt, wenn Arbeiterinnen und Arbeiter in der Lage sind, soweit Dinge zu erkämpfen, die ihre Lebensbedingungen erst einmal grundsätzlich verbessern und ermöglicht erst dazu ermächtigen, wieder in weitere Kämpfe einzusteigen. Also wenn ich den ganzen Tag mich damit beschäftige, nicht zu sterben, weil irgendwie, keine Ahnung, neben mir, weiß nicht, irgendwie irgendwelche Chemikalien in den Fluss reinfließen, dann ist es natürlich eine sinnvolle, dann ist es natürlich total wichtig, dass ich das erkämpfe, weil dass das sich ändert, weil dann bin ich doch auch in der Lage, weiterzukämpfen. Und also ich würde nicht sagen, dass sich das gar ausschließt. Also ich weiß nicht, so klingt es halt für mich. So wie nur Revolution und alles davor ist nicht. Ich soll gleich noch was dazu sagen, oder soll ich gleich antworten? Vielleicht können wir ja doch nochmal sammeln. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir nicht das Problem sind wie ich. Also ich fühle mich sehr angegriffen von dem ganzen Vortrag, weil 80% mindestens gegen meine eigene Auffassung steht. Weil uns Herr Wenske jetzt praktisch sagt, wenn ich es richtig verstehe, wenn wir den Untertitel den Alternativen zur Ökologie als Herrschaftsinstrument, da gibt es keine Alternative. Ökologie ist grundsätzlich falsch. Und sozial-ökologische Umbaugeschichten, was wir hier machen wollen, das ist auch Blödsinn.
Also, ich finde, wir sollten mir Feedback geben. Blödsinn habe ich nicht gesagt, ich habe gesagt, vielleicht Fehler. Blödsinn ist halt so rede ich nicht. Ich habe auch nur 80% nicht gesagt. 80% Fehler ist halt, kann man passieren. Ja, ich habe den Eindruck, dass Sie die Ökologie sehr, sehr vereinfacht darstellen einfach. Also in der modernen Forschung heute und auch in der ökologischen Bewegung der Theorie meiner Auffassung nach überhaupt nicht vertreten. Also, und deswegen finde ich es auch schwierig, dass Sie das so, also dass die Probleme, die Sie aufgeführt haben, da sind, das sehe ich schon aus, aber das ist nicht die Ökologie, sondern ein bestimmter Teil, den sich eben zum Teil die Regierungen, zum Teil auch die Firmen und zum Teil auch die großen NGOs zu eigen machen oder benutzen, das ist aber nicht die Ökologie an sich. Also da gibt es Und das geht jetzt wieder zurück auf den ersten Teil. Da haben wir gerade vorhin schon überlegt, dass ich gesagt habe, dieser theoretische Ansatz, der kann da nicht mehr werden. Genau. Wenn jemand eine Ökologie kennt, die ganz anders vorgeht, aber die fast schon, wenn es wirklich stimmt, geben sollte, hat sie eigentlich den falschen Titel. Das ist wie wenn eine Theologie sagt, wir glauben nicht an Gott. Und ist auch keine Theologie mehr. Also Kritiker der Religion. Gut, und das war der erste Teil, wo wir uns schon darauf geeinigt haben, es ist nicht nur um dieses Wir glauben, dass das der Fehler ist. Wenn er meint, es gibt eine Ökologie, die diesen Fehler nicht macht, raus damit. Also raus damit meine ich, das möchte ich gern mal präsentiert kriegen. Zum Beispiel wäre eine Möglichkeit, wenn wir gerade nur noch einmal haben, was Seminar darüber, da müsste man anders vorgehen. Da müsste uns tatsächlich Theorien vorlegen, zum Beispiel die, von Robert Bracher müsste man solche Theorien hernehmen und mal schauen, wie argumentieren die? Stimmt das? Haben die recht? Täuscht nicht, ist mein Urteil zu pauschal. Wenn sie nicht so argumentieren, wenn sie diesen Fehler nicht machen, schauen wir, was sie dann erklären. Wäre ein extra neues Bemühen. Also da würde ich jederzeit bereit, auch nochmal nach Leipzig zu kommen, um diese Sache zu klären, wenn es genügend Interesse gibt dafür. Aber jetzt mal zum zweiten Teil, das zweite Teil war die Akteure. Das war die Frage, 80% von dem politischen Ansatz, ökosoziale Politik zu machen, ist falsch, auch ein Beitrag. Was folgt denn aus meiner Philippika über die Verhältnisse, meine verurteilten Verhältnisse? Erstmal folgt daraus, diese Verhältnisse sind abzuschaffen. Die erste Folge. Die zweite Frage ist dann, wer macht da mit dabei? Wer hat einen Grund, besser gesagt, wer hat einen guten Grund dafür, dabei mitzumachen? Das ist die nächste Frage. Dann machen die auch mit. Wenn wir einen guten Grund hätten, wie kriegt man sie dazu? Deine Frage aber, deine Frage geht aber ganz anders. Du verfolgst die Frage gar nicht mehr, die jetzt aus der Analyse kommt. Weg damit eigentlich. Und sagst, gemessen an dem, was der Kapitalismus ungerecht macht, ist das Bremsen der Menschen determiniert. Du springst aber raus aus dem Punkt. Weil bei einem Bremsen des Kapitalismus war das schon genannt worden, der grundsätzliche Widerspruch. Der Kapitalismus lebt von der Akkumulation, vom unaufhörlichen Wachstum. Und Bremsen heißt dann nur, die Bedingungen seines Wachstums erhalten. Die Bedingungen seines Wachstums erzeugen aber gerade bei denen, die das Wachstum per Arbeit machen und die dann die Resultate schnaufen müssen oder als zerstörte Erde vorfinden, Schäden, die besser heute als morgen zu beseitigen wären. Und wenn ich heute schon, dann besser morgen als übermorgen. Aber dein Gedanke geht dahin, wenn der Kapitalismus sowieso unabschaffbar ist, dann müssen wir uns den einrichten und schauen, dass wir beim Bremsen mitmachen. Wir haben jetzt 3 Redemeldungen, ich muss nur noch schnell zusammenfassen. Der Herr Annika, der Herr Justus und der Herr Lauer. Und Hendrik würde dann auch noch was sagen wollen. Wir haben jetzt zeitlich das Problem, dass es um 6 ist. Wir haben eine Viertelstunde später angefangen, deswegen habe ich Herrn Lenzke zugesagt, dass wir bis Viertel machen. Ja, weil ich kann ja auch nicht für das Essen. Es hungert auch 1 Milliarde Menschen.
einfach als Lehrer, die noch nichts gesagt haben. Ja, das ist